Islam ist nicht schuld, du bist zu schwach. Der Islam ist nicht schuld, du bist zu schwach. Was hat das zu bedeuten? Und wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Ich habe gemerkt in meiner Erfahrung bei der Arbeit, die wir in der Dawa machen und bei vielen Büchern, die ich gelesen habe, insbesondere von Musliminnen und Muslimen, die vom Islam abgefallen sind, beziehungsweise versucht haben, den Islam zu einer anderen Religion zu machen, die sie dann auch Islam nennen. Das heißt, ein Islam ohne Gebet, ein Islam ohne Fasten, ein Islam ohne Kopftuch, ein Islam, wo Homosexualität ganz normal ist, ein Islam, wo man Unzucht treiben kann, wie man will. Ja? Ich habe gesehen, also das heißt, so ein Islam ist kein Islam mehr. Ich habe gesehen, dass Muslime, die so einen Weg einschlagen, meistens von vornherein ein Problem im Praktizieren der Religion hatten. Und dann gemerkt haben, dass sie nicht in der Lage sind, die Religion zu praktizieren. Und dann haben sie angefangen, den Fehler bei der Religion zu suchen, anstatt den Fehler bei sich zu suchen. Und man merkt bei diesen Leuten sehr oft auch, dass sie dann neidisch sind auf die Muslime, die die Religion praktizieren. Und dann hört man immer, ja, aber weißt du, die mit Kopftuch, die sind noch viel schlimmer. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Natürlich gibt es Frauen mit Kopftuch, die Fehler machen. Natürlich gibt es Frauen mit Kopftuch, die eventuell schlimm sind. Aber in der Regel ist es einfach nicht so. In der Regel ist es so, dass diese Frauen die Religion ernster nehmen. In der Regel. Ich rede nicht von jeder einzelnen Frau. Aber in der Regel ist es so, dass diese Frauen die Religion ernster nehmen als Frauen, die kein Kopftuch tragen. In der Regel. Oder in den meisten Fällen. Und das ist das große Problem. Deswegen sage ich zu jedem Muslim, kontrolliere dich selber. Wenn du eine Regel nicht einhältst, und das ist ein Weg vom Satan, der zu dir kommt. Wir müssen eigentlich Mitleid haben mit diesen Leuten. Wenn du es nicht schaffst, beispielsweise von einer Sache fernzubleiben, von Frauen fernzubleiben, du bist beispielsweise, du willst immer wieder eine neue Freundin haben und so weiter und so fort, dann fange nicht an, den Islam zu kritisieren. Fange nicht an, den Fehler beim Islam zu suchen. Suche den Fehler bei dir. Sage, ich mache Fehler und ich muss Allah um Vergebung bitten. Denn dann bist du Gläubiger. Dann bist du Muslim. Aber wenn du dann anfängst mit, ja, das waren Regeln früher und in der heutigen Zeit kann man das eigentlich anders sehen und dann wirst du zu einem Käfir. Weil du dann das Gesetz selber anzweifelst. Wie Iblis. Iblis, ihm wurde gesagt, er soll sich vor Adam niederwerfen. Was hat er gesagt? A'asjudu liman khalaqta tina? Soll ich mich vor jemandem niederwerfen, den du aus Schlamm erschaffen hast? Er sagt, du hast mich doch aus Feuer erschaffen und ihn aus Schlamm, ich bin doch besser als der. Warum soll ich mich vor ihm niederwerfen? Deswegen ist Iblis Käfir geworden. Weil er den Befehl von Allah in Frage gestellt hat. Weil er die Weisheit dahinter angezweifelt hat. Ja, der Bruder darf eine Freundin haben. Ja, warum darf ich denn keine Freundin haben? Warum darf ich denn keinen Freund haben? Warum nicht? Ja, was denn? Warum hat der die Freiheit, ich nicht? Sei froh, dass du diese Freiheiten nicht hast. Denn diese Freiheiten, dein Bruder, für den musst du weinen. Dass deine Eltern den Islam mit ihm nicht praktizieren, weil er dadurch in Sünden reinfällt. Du musst für deinen Bruder weinen, dass er in die Disco geht. Du musst für ihn Dua machen. Du musst nicht neidisch auf ihn sein. Du musst nicht auf jemanden neidisch sein, der in die Sünde hineinfällt, der auf dem Weg in die Hölle ist. Sei froh, dass du zu Hause bist. Sei froh, dass du das Kopftuch trägst. Sei froh, dass du ein ehrbares Leben als Muslimin führst. Der Islam ist in dieser Sache gleichberechtigt zwischen Mann und Frau. Weder Mann noch Frau dürfen uneheliche Beziehungen führen. Aber fange nicht an, den Islam dafür verantwortlich zu machen,
Fange nicht an, den Islam verantwortlich zu machen für Taten, die mit dem Islam nichts zu tun haben, sodass du aus dem Islam raustrittst und in die Hölle gehst. Denn wenn du den Islam kritisierst, damit meine ich Koran und Sunna, dann kritisierst du Allah. Dann sagst du, wie Iblis, ich bin doch besser, warum soll ich das tun? Und dann wirst du in die Hölle gehen. A'udhu billah. Und fange nicht an, eine Regel in Frage zu stellen, weil du zu schwach bist. Und oft kommen diese Leute dann mit der Ausrede und frag dich selber, ja, dann kann man ja gar nichts mehr praktizieren. Da kann man ja gar nichts mehr machen. Einmal erzählen wir einen, von Zinsen darf man nicht nehmen. Da sagt er, ja, da kann man ja gar nicht mehr reich werden. Reich werden? Weißt du, wie viele Leute durch Zinsen in den Ruin getrieben worden sind? Weißt du, wie viele Leute vernichtet wurden? Allah hat dich nicht erschaffen, um reich zu werden. Allah hat dich nicht erschaffen, um mit einer Rakete zum Mond zu fliegen. Oder reich zu werden. Oder eine Villa zu besitzen. Dann hast du falsche Ziele im Leben. Dein Ziel muss das Paradies sein, dieses Leben. Ist nicht der Acker für ein schönes Haus. Vielleicht kriegst du ein schönes Haus, ist nicht verboten. Das ist der Acker für dein Jenseits. Und deswegen, Brüder und Schwestern, regt mich das so auf, weil der Islam ist die schönste Religion. Und es macht mich so traurig, wenn ich dann Leute sehe, die aus dem Islam austreten, weil sie zu arrogant sind, zuzugeben, dass sie einen Fehler machen. Deswegen sage, wenn du einen Fehler machst, suche den Fehler bei dir. Sage, ich bin schwach. Ich mache Fehler. Ich bin ein Sünder. Wir sind alle Menschen, die Fehler machen. Ja, wenn du Alkohol trinkst, ja, dann sage, das ist mein Fehler. Ich bin süchtig. Aber versuche dich zu verbessern. Gebe nicht auf. Denn Allah vergibt alles außer Schirk.